Willkommen auf Hubelklotz. Willkommen zum Weltupdate 17 vom 14.09.2023. Das vom neuen Logo, für das ihr abgestimmt habt, bin übrigens ich. Das hier ist eine neue Bildplate, die noch nicht eingebaut ist. Und ab sofort entschuldige ich mich für die ganze Folge, für alle die Erdbeben. Ich habe damals die grössten Fehler gemacht, die man als YouTuber machen kann, nämlich im Stress ein Video zu bearbeiten, es nicht zu schauen, es aufzuladen und live zu schalten. Genau, das werde ich nie mehr so machen. Und ja, wollte euch jetzt aber trotzdem nicht verderben, was da drin war. Leider kann ich es ja nicht rückgängig machen, weil das ist schon fast ein Jahr her. Genau, das sind jetzt unsere neuen Milchplates. Tankstelle, Bus, Kreuzung und Bahnübergang. Wiese, der Strand und der See sind im Moment schon realisiert. Ich bin natürlich im Telekommunikationsbereich tätig beruflich und deswegen habe ich gefunden, es braucht unbedingt in einer so einer Stadt auch Schächte, die man aufmachen kann. Anders als in meinem Beruf werde ich natürlich da aber nicht Telekommunikationskabel verlegen, sondern eher Stromkabel, damit irgendwann die Stadt kann beleuchtet werden und ich nicht jedes Mal muss die halben Platten auseinandernehmen, zum ein- oder ausschalten oder umstecken. Habe ich gedacht, ich mache mir das einfach und kreiere die Deckel. Dann hat die Stadt auch eine Funktion, die eher aussieht wie echt. Vielleicht baue ich dann auch mal irgendeinen Kabelzug ein, wo dann eher mein Metier ist. Genau. Die Tankstelle ist die schwierigste von allen gesehen. Habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt, als ich es am Computer kreiert habe, aber man lernt dazu. Genau. Unsere Fußgängerstreifen haben übrigens Noppen. Ihr sagt denen natürlich vielleicht auch Zebrastreifen, aber ja. Ich habe mich entschieden, dass das einfacher ist, damit ich Figürchen auch in laufender Form zumindest draufstellen kann, ohne dass die umgeht. Die Autos haben damit kein Problem und im echten Leben sind ja Fußgängerstreifen auch nicht einfach nur im Tier integriert, sondern drauf oben. Danke übrigens für 1250 Abonnenten, die wir jetzt erreicht haben. Und ja, ich hoffe, ihr habt trotz diesen Bildschwankungen Freude daran, dass ich angefangen habe, die ganze Stadt jetzt quasi selber zu bauen. Milchplates baut man übrigens mit zum Beispiel seitwärts gelegten Steinen, wo die Noppen nicht gegen oben zeigen, sondern seitwärts. Und deswegen kann man auch dünne Linien machen, zum Beispiel mit Plates. Genau. Der Strand ist jetzt natürlich schön 3D. Und ja, es gibt sicher noch Verbesserungspotenzial. Wir haben erst gerade angefangen. Wir haben auch eine Playlist gemacht. Die heißt Milchplates und darauf gibt es ganz viele Designs, die wir eventuell einbauen, aber auch dort, die wir eventuell nicht einbauen. Ihr werdet es sehen. Ich hoffe, ihr habt Spass, die auch anzuschauen. Genau. Das Blaue, das übrigens unten an der Milchplatte ist, sollte quasi den Grundwasserspiegel darstellen und auch hilfreich sein, wenn man in einen tollen, also so einen Gully reinschaut, wo am Strassenrand ist, wo das Wasser abfließt, wenn es regnet. Dann sieht man dort natürlich das Wasser, das durchfließt. Darum ist das dort schön blau. Sonst haben wir, glaube ich, nicht wirklich viel Neues in dieser Folge. Im Minecraft-Dorf haben wir so ein kleines neues Modell. Dort ist ein Zombie Pigman, glaube ich, dazugekommen. Genau. Und ja, es wird sicher spannender werden in den nächsten Folgen, was die Milchplates anbelangt oder auch die neuen Sachen, die wir dann vielleicht wieder haben bis dann. Und das Bild wird sicher auch besser genießbar sein. Im Moment habe ich es stabilisiert per Software. Darum ist es auch nicht genau das gleiche Bild wie auf dem originalen englischen Video. Weil es ist relativ fest reingeschnitten, damit die Software kann ausgleichen kann, wenn es gewackelt. Also das Originalbild ist noch viel schlimmer. Ja, aber wie gesagt, eben, ich habe dazu gelernt. Das gehört auch, denke ich, dazu, zum einem YouTuber sein. Vieles zu lernen. Genau. Ich hoffe, euch hat das trotzdem gefallen. Ihr dürft mir gerne auch Kritik hinterlassen in den Kommentarspalte. Genau.
Und jetzt kommt dann irgendwann wahrscheinlich der Abspann. Dort dürft ihr gerne, falls ihr noch nicht habt, uns abonnieren oder Videos von uns liken oder unsere Videos teilen an Leute, die ihr kennt, die das gerne schauen würden. Und sonst könnt ihr auch auf die Playlist klicken, wo ihr die anderen Videos von Deutsch und Schweiz synchronisiert könnt schauen. Oder natürlich auf unser nächstes Video, falls das schon aktiv ist. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Und ja, noch einmal Entschuldigung für die Erdbeben. Tschüss zusammen!